weiter geht's, Leute, hier bei Pokémon Delta Alpha Saphir mit dem Abschluss, sprich mit dem, ja, letzten One eigentlich noch. Hier mit unserem Glutexo, was eben noch am Trainieren ist. Und, jo, da gehen wir jetzt, würde mal sagen, in die Vollen, war. EV-Training, DV sind alle schön verteilt und so, ist alles gemacht. Jetzt fehlt echt nur noch das Level, damit es sich eben noch entwickelt zu Glurak, wir es mit Megaform noch ein bisschen sehen können und noch die richtigen Attacken beibringen können. So, heißt für uns jetzt, muss man schnell hier aktivieren, nämlich O-Kräfte. Weil ich habe es dummerweise nicht getauscht, das heißt, ich kriege nur normale Erfahrungspunkte. Das ist trotz allem ein bisschen wenig. So, was war die Pflanzenfrau? Pflanzenfrau. Damit es trotzdem schneller geht. So, wo denn die erste Stelle? Alle kriegen Erfahrungspunkte, ist so, alle EVs, wobei natürlich alle schon trainiert sind. Man sieht es, glaube ich, direkt mal hier. Trainiert, 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 trainiert. Alle sind vollkommen trainiert. Nur der eine hier macht ein bisschen auf Mixed, aber da ist er. Das spielt doch keine Rolle. Jetzt geht's richtig ab. O-Kräfte, EP-Kraft für Erfahrungspunkte. Aber das ist schon Level 2. Alter, 3 Minuten auf sich selbst. 5 brauche ich dafür. Alter. Ja, mal die Hälfte. Heißt für uns, müssen schnell machen. Und hoffentlich noch 2 Personen reinkriegen, diese 3 Minuten halt. Tentantel. Oh nein, Pflanze, Stahl, muss das sein. Ja. Wäre doch klug gewesen, wenn ich mal Kreuzhieb, in Hoffnung, dass er trifft. Und ihn killt. Jo. Ah, im Reisestachel. Tschüss, Mann. Ja, Tentatel. Glutexo. Glutexo. Sarzenia. Also gleich Sarzeniert. Egal. Nochmal viele Erfahrungspunkte. Glutexo wird mächtiger. Nö, Mann, keine Grimasse. Ein Tangolos. Jetzt kommt der Eishieb voll auf die Schnauze. Nein, geht's nicht, ey. Was eine Defense das Viech hat. Komm schon schneller, ich will 2 Trainer in einem. Boah, eine O-Kraft drin haben wir natürlich. So, sehr schön, Glutexo, das gefällt mir. Kapalores, Schein, aber nur Flugattacke, nö. Verdammt. Ja, Donnerschlag und Stab noch. Stab ist immer eine gute Idee. Ja, mein Glutexo wird so mächtig. Gut, Fall natürlich auch noch. Nochmal. Und das, nö, keine Zeit dafür. Wenn es wichtig ist, kann ich es durch eine Herzschuppe wieder lernen. Schnell, Mann. So, da war der Gifttyp, war. Ne. So. Das müsste jetzt aber reichen. Ein Slimeock. Slimeock. Ja. Gift mag keinen Boden. Sehr schön, Glutexo, sehr schön. Kerapendra, das war... Was war das schon wieder? Okay, Vergift war.
Ja, fürchte schon. Risiko! Autsch! Ja, leider Rückstoß, das war ein bisschen wenig. Oh Mann, ey, dieser Schorsch. Was willst du eigentlich, Mann? Bums! Also viel dazu. Ein Hoch auf den Stab. Du, 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 du. Oh. Ja, Supervolt. Das war natürlich nochmal ein 1er. Und Glutexo levelt schön. Toxic war. Haben wir so wechseln. Geht, wie ich schätze, schneller. Vor allem Toxic war ist ein Giftkampf und mit der Kontrolle mit Psycho. Gibt schön vierfach Damage, obwohl es ja nicht nötig wäre. Trotzdem. Ein Level. Was? Ein Level. Was? Oh, come on, ey. Wegen Unlichttyp oder was? So, zufrieden. Meine Fresse, ey. Ja, also voll gelohnt, wa? Dieser Trottel. Glutexo. Und ein Toxic war schon wieder. Da können wir doch von irgendwo her. So, Freunde, jetzt aber langsam ja Feierabend. Ja, er sieht's auch ein. Und Glutexo, allein Feierzahn. Nö, war auch nichts. Sorry, Gloomy. Gluti. Was? Ja, doch, ich würde schon. So, der nachgelassen. Das war zu erwarten. Du bist auch bald schon Level Up, Logok. Über Tommy. Oh ja, viel fällt nicht mehr. Ein Level 100 Logok. So, jetzt kommt die Feint-Tante dran. Und dann nochmal, da der EP-Dingsbums war. Für die letzten 2 oben haben wir hoffentlich ein Level Up. Also sprich natürlich eine Entwicklung für Glutexo. Ja, den Rest machen wir offscreen. Also sprich halt vor allem trainieren, damit es mindestens Level 50 hat. Weil das soll es mindestens schon haben, wenn wir da in die Kampfzone reingehen. Und unser Glück versuchen. Geht ja beides. Baby. Miweni reicht Level 73. Glutexo. Und ein Elfun, das kommt auch noch dazu. Ein Elfun, oh, Giftschock. Ja, das tut ein kleines bisschen weh. Eine Parfinesse. Voller Raffinesse. Ich kann mal behaupten. Nö. Oh Mann, ey. Ja. Da geht sie ein. So viel zu ihrer Raffinesse. Flores. Was ein Auftritt war. Giftschock. Das wundert mich jetzt ein wenig, dass das Viech überlebt hat. Ich meine, hallo? Ich bin Miwenio! Aus der Last Story. Wollte schon sagen, dann kommt endlich mal wieder das nächste Level ab. Für unser Glutexo. Und da ist es auch schon mit vielen Pokémon-Camps so geil. Naja. Na doch, drauf an welcher Feen. Ja, ja, ja. Das ist mit Abstand die geilste Mucke, die es gibt. Ich überlege gerade,
Der Boden-Pokémon, aber auch Drachen dabei war. Naja, wäre eigentlich wohl am besten. Aber ich gehe mal schnell ins Pokémon Center. Den kann schnell heilen, das kann nicht schaden. Nein, 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 nein. Guten Tag, Mann. Was willst du machen? Okay, fit machen? Ja, gut. Ja, Mann. Flupp. Flupp, 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 flupp. Du, 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 du. Ah, thank you for your Geduld. Thank you for your Geduld, das ist auch nicht schlecht. Geduld auf Englisch, hä? Aber sie auch schon mal gehört. Mein kurzer Gedächtnis, weiß es gerade nicht. Ja, wollt. Denn es ist so gewollt, oder zuerst Logo wegen Käfertypi? Ja, wieso nicht? So, wie gesagt, vorher nochmal ganz kurz hier. Oh, Kraft aktivieren! Nein, ich brauche Kraft, hallo? EP. Level 2 ein. Ja, hört doch auf zu quatschen. Der Felix. Matrifol? So, Logok, und du wirst es noch zum Schlussspurt anstoßen, oder was wollte ich da sagen? Keine Ahnung. Auftrumpfen, das wollte ich da sagen, genau. Macht zwar Damage, dafür hat ein Level Up mit Level 100. Tja. Jetzt kriegt er kein Level Up mehr, du keine Erfahrungspunkte mehr, vermutlich schon war. Ich hab sonst nichts. Muss er machen. Locker Level 100. Das Logo aus XY, oder sprich, das man halt damals kurz nach dem Release von XY runterladen konnte. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ich Trottel, ob es Erfahrungspunkte kriegt oder nicht. Moment. Ich meine, die anderen kriegen noch Punkte, schon mal etwas. Was, Funkenflug? Nö. Ja. Der Temposchub wirkt. Ninjas, da kann ich sogar wechseln. Denn Volt ist schnell genug. Also, hoffe zumindest. Und hier der mächtige Donnerschlag. Glutexo, wenn noch ein bisschen stärker. Okay, das war Schritt Nummer 1. Jetzt muss Volt dran. Naja, bis morgen. Bis morgen, dann geht's hier weiter. Und Glutexo. Wie auch immer heiter. Jo, stimmt. Genau. Genau. Der Claude Van Damme. Mammut, hey! Tja, eigentlich bin ich unterlegen, aber habe dann einen Kreuzhieb, der hoffentlich auch trifft. Na, natürlich nicht. Unentschieden. So, treffen. Dankeschön. Mammut, hey! Ja, dann alle ein bisschen stärker. Oh, 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 oh. Tschüss, Mann! Das schmeckt ihm aber gar nicht. Aber gut, Texter schon.
Ein Hypoterus. Mit nervigen Sandsturmsfähigkeit, genauso wie Despotar. Für Eishieb. Verdammt, da gibt's einfach nichts. Alter, was für Beißer. Das tut doch, das tut doch, das tut doch, es tut einfach weh. Ja, der ist bedient. Ja, Anglotexo, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus, Fei. Autsch. Nidoqueen, vielleicht eigentlich noch 1 oder 2, ja. 1, komm schon, Gloomy. Du musst dich entwickeln. $4000, komm schon. Nein, das gibt's nicht. Das ist doch fies, Mann. Sogar mit extra Erfahrungspunkten. Alter, das ist doch fies. Und richtig mies. Es fehlen bloß noch 1080, Mann. Aber die richtigen Attacken fehlen auch noch. Ja, gehen wir gucken. Wo kriege ich jetzt schnell noch Erfahrungspunkte her? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Oh Mann, Eigentlich der Siegesstraße, wa? Naja. Viel ist sich was anderes, aber viel leichter jetzt für das schnelle Level Up war es noch knapp 1000, also vielleicht 3-4 Kämpfe und es müsste reichen. Ein Zobiris will sich uns in den Weg stellen. Das habe ich auch schon gefangen. Ja, cool, wenn ich den vollen Höhendex habe. Der Haus ist natürlich gefangen, ja, ist ja logisch. Okay, 700, der teilt mit uns die Hälfte, also noch zweimal fighten war. Dann hat Glutexo genug, um sich zu entwickeln. Ja, die Musik. Hariyama! Sorry, Kumpel, du musst weg. Was, wieso denn? Weil ich dir sage. Oh. Was? Oh, Menno. So, ein Kampf noch. Und der andere macht, wie gesagt, Offscreen die ganzen Level noch. Kann sich so ein Glurak teilweise schon einsetzen, Hauptkämpfen und dann gehen wir in eine Pokémon-Liga und so mit Glurak an erster Stelle im Team. Klappt dann schon. Ein Erdbeben ist doch für jeden ein Segen. Naja, nee, nicht wirklich. Entschuldigung, darf nicht sagen, das ist vor allem die aktuelle Situation und so. Ich sage, Nepal ist sowieso schlimm genug. Und nun, Leute, auch noch zum Abschluss des Parts. Wird es Zeit, dass sich unser Glutexo weiter morpht. Glurak, mein Lieblings-Pokémon! Flügelschlag? Nö. Nein, er sagt nein. Nein. Nein, ja. Gut. Nein, ja, gut. Wir haben endlich ein Glurak. Hallo Kumpel, wie geht's denn so? Glurak. Jo. 95 im Angriff, 98 im Spezialangriff und 121 in Initiative. Mit Pokerus infiziert.
Dann wollen wir mal sagen, danke fürs Zusehen. Wir werden jetzt nämlich noch ganz kurz, ja, wir haben noch ja, die Zeit haben wir noch, nehmen wir uns natürlich auch noch. Werden wir jetzt nur noch die restlichen Attacken beibringen, die es braucht. Und zwar, also die verschiedene war, die wir beibringen könnten. Versuchen wir die Kombination, die ich bereits mal erwähnt habe. Warte schon wieder hier hinten. Und zwar Kombination Flammenblitz, Solarstrahl, Drachenklauen, Hitzekoller. Und alternativ würde ja auch gehen, da von wegen Feuersturm, Solarstrahl, Drachenklauen, Erdbeben. Wäre auch eine Variante. Aber Erdbeben, ganz ehrlich, Erdbeben wir schon so auf dem Team, hey, ich brauche nicht noch einen, der das drauf hat. So, wunderschöne Herzschuppe, welche Pokémon soll ich erinnern? Das hier, mein Champ, mein Liebling. Ja, genau, der Flammenblitz. Hitzewelle wird auch noch ganz cool. Stelle von Flammenwurfall, was mittlerweile stärker ist. Drachenklau bringt ein paar Themen bei, braucht also nicht und Klau auch nicht. Luftschnitt sowieso nicht, also Flammenblitz, wenn ich bitten darf. Statt Heuler, ja, ist doch ein guter Tausch. Und der Flammenblitz. So, wie gesagt, halt vor allem für den physischen Teil war. Als Mega Glurak X halt vor allem. Gut, mal ganz kurz gucken. Ich muss auch dran denken, dass man noch einen Megastein gebe. Welcher muss halt schauen. Jetzt erlernt er noch die Drachenklaue. Für seinen Drachentypus, weil sonst wollte gar kein. Ja, ganz ehrlich, ohne Drachenklaue wollte gar keine Mega Glurak X. Das kann er ganz gut sparen. In der Y-Form braucht es keine Drachenattacke. Jetzt, was war Solarstrahlen, Hitzekoller noch? Halt für die Y-Form. Statt Drachenstoß. Jo, das passt. Und jetzt noch der Hitzekoller. Der war ungefähr hier oben. Jo. Weil den kann er theoretisch auch gut in der X-Form einsetzen, oder? Weil in der X-Form setzt eigentlich sonst nur physisch ein, sprich Flammenblitz und Drachenklaue. Oder eben halt auch Hitzekoller, weil, ja, da interessiert mich ja der spezielle Wert nicht unbedingt. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen speziell aus, ganz, aber vielleicht klappt es ja. Es kann natürlich auch überraschen. Wir werden sehen, vor allem im nächsten Part dann im Kampfressort wieder. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.